Wir machen Frage-Antwort-Spiel. Ich frage, ihr müsst antworten, okay? Okay. Mountain Mania. Mountain Mania. Alles klar, meine Stimme ist auf jeden Fall wach. Das war wunderschön. Ich habe den Rest leider nicht gehört, aber wart ihr einstimmig? Na klar. Ja, nicht Ja, es sind auch alle Töne drauf geworden. Da brauchst du nicht auch wieder. Ja, Gott sei Dank. Ich habe seit Tagen einen Ohrwurm. Aber ihr, liebe Wellensittiche, den einzigen Ohrwurm, den ihr habt, ist der folgende. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu Folge 23 vom Wellensittich-Stammtisch. Ich bin hier mit meinen Best Friends alive, der Räder. Hallo, servus. Und der Veronika. Servus. Und mein Name ist Anita Anna Bavaria. Schön, dass ihr da seid, und mit ihr meine ich eigentlich nur an Lukas. Weil der Lukas ist unser einziger Hörer. Danke, dass du da bist, Lukas. Danke, dass du diesen Podcast am Leben hältst. Ja, du bist der Beste. Das erklären wir euch nachher, aber das war eine ganz wichtige Begrüßung. Ihr versteht es dann. Auf jeden Fall. Freunde, wie geht's uns? Ich bin hundsmiert, aber sonst geht's mir fantastisch. Aha. Wie geht's euch? Ich bin auch ultramiert, obwohl ich in der Nacht von gestern auf heute 11 Stunden durchgeschlafen habe. Das habe Geil. ich sauber braucht, aber ich bin trotzdem immer noch... Es steckt mir noch in den Knochen. Bist du armiert, Anja? Ja, ich möchte die Dreierreihe voll machen, ich bin armiert. Aber ich habe jetzt hier eine Weißweinschorle. Jetzt hat sie alles hat sie gesträubt, gerade in die Österreicher. Ich habe hier einen Spritzer. Ausnahmsweise mal zum sommerlichen Wetter. Was gibt's bei euch? Aha. Bei mir gibt's Bier. Bei mir gibt's den Gänsewein, wie meine Oma immer gesagt hat. Was, den Gänsewein? Was ist das? Wasser ist Gänsewein. Ah, das finde ich geil. Kennst du nicht? Na, sowas trinke ich nicht. Na, Schmarrn. Ja, zu Recht. So, jetzt Rest darfst du die bedanken. Weil ich das in der letzten Folge schon so überzeugend rübergebracht habe, möchte ich auch das mal Danke sagen. Und zwar für die ganzen lieben Nachrichten und für die ganzen Kommentare, die uns vor allem zum Shorts-Thema erreicht haben. Da wart ihr sehr fleißig und sehr kreativ. Was mir am meisten hängen geblieben ist, war der Kommentar von Madara, der auf YouTube geschrieben hat, er hat niemals jemand anderen Props abstauben lassen für seine Losung ohne Los. Props sind quasi die Lorbeeren. Also er hat niemals zulassen, dass da wer anderer die Lorbeeren einsteckt. Das fand ich sehr sympathisch. Ja, fand ich auch sehr witzig. Ich glaube, er hat auch noch einen Alternativvorschlag gehabt, dass man zur Käsetheke dann geht, oder? Ja, genau. Das hat mich auch sehr gefreut. Anders schores Feedback ist auch noch von sehr vielen Wellensittichen gekommen, dass sie auch einen Onkel Schors in der Familie haben. In diesem Sinne grüßen wir alle Onkel Schors dieser Welt. Ganz herzlich. Ihr habt euch freuen dürfen, ihr seid die Gutsten. Ja. Auf jeden Fall. An der Stelle hat auch noch jemand anders kommentiert, dass bei ihm in der Familie ein Kind aus dem Onkel Christoph einen Onkel Kiffkopf gemacht hat. Ja. Das hat mir auch sehr gefallen. Das liebe ich auch. Süß. Oh Mann. Und der Andreas hat noch zum Schors-Thema geschrieben, damals, wir waren Ministranten, ein Freund ständig am Scheißen, da hilft der ganze Weihrauch nix. Oder während eines Gottesdienstes hinter der Orgel, fluchtartige Bewegungen und rote Köpfe, Würganfälle. Am schlimmsten waren sie nach einer feuchtfröhlichen Nacht.
Das klingt auf jeden Fall nach einer traumatischen Erfahrung. Jemand in meiner Familie war einmal Ministrant und der hat Durchfall gehabt und der Pfarrer wollte ihm ums Verrecken nicht aufs Klo lassen. Na. Und dann hat er in die Sakristei geschissen und ist nie wiedergekommen. Das finde ich brutal. Das finde ich richtig gut. Oh Ja. Gott. Wir nennen natürlich keine Namen. Wohl die Familie. Ja. Weißt, du warst doch auch mal Ministrantin, oder? Ich weiß nicht. Ich habe da immer brutal Lampenfieber gehabt, aber Echt? nie Durchfall. Ja. Vor was denn? Weil du klingeln hast müssen. Nein, ich habe nicht klingeln müssen. Ich war oft Weindiener. Da muss dann so den Wein zu den richtigen Momenten halt hintragen und dann auch, es ist ja alles sehr rituell, da muss es im richtigen Dings hintragen und abwischen und beten und Danke und einen Knicks machen. Nein, das heißt nicht Knicks, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ja, genau, das hat mich sehr überfordert. In diesem Sinne ist meine Hand jetzt auch Weindiener. Prost. Prost. Ein Feedback fand ich auch noch sehr süß vom Jeff. Der hat geschrieben, zu dem, was man früher immer falsch verstanden hat. Ich bin früher davon ausgegangen, dass alle Songs so heißen wie die Wörter, die am häufigsten im Refrain vorkommen. Als ich mal einer Klassenkameradin eine CD gebrannt habe, habe ich ihr natürlich auch eine Tracklist geschrieben und beschlossen, wie die ganzen Songs heißen. Das liebe ich sehr, Jeff. Falls ich mal nicht weiß, wie ich einen nächsten Song nennen soll, da ich mich gern bei dir rühren, wenn das okay ist. Weil du bist da offensichtlich Experte. Und Petra hat auch noch ein Feedback da lassen zu dem Thema, was man früher nicht verstanden hat und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Meine Mama hat immer gesagt, in der Regel hatten die Wikinger rote Bärte. Und ich habe das erst kapiert, als ich schon 19 war. Ich habe immer gedacht, ja, da hat sie recht, die im Norden haben ja alle rote Haare. Das ist aber ein richtig ekliger Spruch, oder? Ja, Das ist brutal. das ist ganz schlimm. Zum Thema P anstatt F, also zum Thema PF am Anfang von Worten, hat ein Wellensittich aus der Oberpfalz auch noch Folgendes für euch. Wichtig ist, wenn man sagen will, die Verena, heißt es Pferena. Also da muss ein D noch vorgeschalten werden. Pferena. Das muss aber in einem dahin gehen. Also das darf man nicht bergen, der darf nicht angesetzt werden. Pferena. Wisst ihr's? Genau. Also, ich höre euch einmal weiter. Schön ist wieder. Dankeschön. Pfiat euch. Ja, Pferena hat mich sehr gefreut. Kenne ich auch, dass Leute immer sagen, Pferena. Ich bin ja auch bei euch Pferderena. Also daher kommt auch der Spitzname Pferdi, glaube ich, weil man Pferena sagt, oder? Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich Pferina sag. Also Pferina, aber ich habe mir dann gedacht, sobald ein D und ein V kommt im Bayerischen, ne, weil wir sprechen ein V als F aus, dann wird's irgendwie generell zu Pf, oder? Also so halbert. Also du kannst so D und F irgendwie nicht anders sagen. Pf. Doch, ich glaube, ich sag's schon. Ich sag Echt? auch Sag mal. Pferina. Also ich sage D davon. Pferena. Pferina. Ja, Pferina. Ja, aber ich finde, Aber das hört sich wenn's pressiert- trotzdem an wie Pferina. Also wie das PF. schon. Ja, Naja. wenn's pressiert, dann pressiert. wird's wahrscheinlich leichter mal Pferena. Hat man Aber ja ich muss kurz sagen- einen Knoten verpasst im Hirn. Ja, was? Ich muss sagen, ihr habt's mir da auch lernen müssen. Also ich habe, glaube ich, am Anfang nicht Ferina gesagt. Ich habe definitiv am Anfang Verena gesagt. Weil man das bei uns Boah. daheim, also bei uns daheim sagt man nicht Nicht auch? zu Ferina. Nein, bei uns sagt man Verena. Es klingt Das irgendwie ist sehr echt- preisig. Der Schmerz meines Lebens ist dieser Vorname, weil Oh nein. daheim jeder automatisch Verena sagt. Also versteht's mir nicht falsch, ich mag meinen Namen sehr gern. Aber daheim war das immer so normal, dass alle Verena sagen. Ja. Und alle im Umfeld, alle Nachbarn, Freunde, Bekannten, bla. In Kindergarten, in der Schule, überall, bei den Erzieherinnen, bei Lehrerinnen und Lehrern war immer Verena, immer mit W. Und ich hab das gehasst. Auch da mal auf weiterführende Schulen, wo ich leider die Einzige war, die Dialekt geredet hat oder so in der Klasse. Es war Schande. immer so bei Leuten, wo Dialekt geredet haben, die haben Verena gesagt und Leute, die keinen Dialekt reden, sagen Verena. Und es ist ja jetzt so, wenn ich, was weiß ich, in irgendeinem Hotel oder an irgendeinem Telefon sag,
dass ich Verena heiße. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich sage, ich heiße Verena, weil die Leute mich dann verstehen. Wenn ich sage Verena, dann meinen die immer, dass das irgendwas mit F ist und Farina oder so heißt. Farina, ich wollte das so gerade schlimm. erzählen, ja, weil das ist mein Favorit gewesen. Von Hörer, die dir je passiert sind, fand ich Farina am besten. Das ist irre, ehrlich. Es ist ja immer, wenn wir Clips schneiden und die Untertitel transkribieren lassen von der KI und einer von euch sagt Verena, dann kommt immer Serena raus mit S. Da ist noch nie der richtige Name rausgekommen. Ich sag aber oft Farina zu dir. Ja, das ist ja Spaß. Ich hab so viele Namen für die, fällt mir gerade auf für euch beide. Ja, das ist schlimm. In unserer Freundesgruppe bist schon du die mit den meisten Spitznamen, finde ich. Ja? Ja, schon. Ja, du hast schon auch viel. Ja, Ich hab, glaube ich, am wenigsten, aber das liegt daran, weil ich die alle immer verteile. Echt? Ich weiß Du nicht, hast was hab ich- Res, Ja. Reda, Ja. Resberta, Ja. Resbert, Ja. Resbert, Theresa, Ja, so nennt's mich ganz oft, das stimmt. Dauernd. Theresenbert, Theresenbert. so nenne ich die, wenn wir telefonieren. Am Ach Anfang. so, ja, das ist deine Begrüßung. Ja. Theresa. Weil Therese geht nämlich immer ans Telefon mit Anja. Also wenn ich sie anrufe. Also ich weiß nicht, ob sie es generell macht, weil ich Doch, weiß ja ich nicht, gehe eigentlich immer so ans Telefon. was da die Chef finden, ehrlich gesagt. Dann hören wir mal auf, Scheiße zu labern und labern weiter Scheiße. Also, der Ben hat nämlich zum Beispiel geschrieben, er freut sich jetzt schon auf die DJ Ötzi-Folge. Und da sind wir, liebe Wellensittiche, ihr seid jetzt angekommen, offiziell in der DJ Ötzi-Folge. Und da interessiert alle Wellensittiche brennend nur eine Frage. Hat der Räder blank gezogen? Ja. Ja. Ja, es ist ein bisschen traurig, aber leider nein. Die Bedingungen dafür, dass ich blank ziehe, waren perfekt. Der DJ Ötzi war da. Ende. Aber Oh Gott, ich hoffe, er hört das nie. wir haben ja gesagt, oder ich habe ja gesagt, sobald der Burger Dance auf dieser Bühne performt wird vom DJ Ötzi, Ja. dann ist vorbei bei mir. Dann sind alle Leinen los, dann muss ich leider auch die Hüllen fallen lassen. Aber er hat's einfach nicht gespielt. Ja. Bei jedem Ja. neuen Song habe ich gehofft, das Mal ist es. Das Mal ist es. Ich habe auch zwischendurch immer wieder, also der Burger Dance, das ist ja, um euch mal abzuholen, da geht der Text. The Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and the Pizza Hut. Sag nicht so viel, sonst müssen wir GEMA zahlen. Achso. Es gibt auf jeden Fall einen Tanz zu diesem Song, wo man bei The Pizza Hut einen Hut macht. Kentucky Fried Chicken sind die Chickenarme und das McDonald's M macht man auch auf dem Kopf so. Und ich habe immer wieder diesen Tanz initiiert in der Hoffnung, dass ich so manifestieren kann, dass jetzt endlich mal der Burger Dance kommt und ich mich ausziehen darf. Aber es ist leider nicht passiert. Es war uns alle nicht vergönnt an diesem Abend. Schade. Das war sehr, sehr schade, ja. Die größte Enttäuschung des Abends war tatsächlich das. Ja. Auf jeden Fall. Das stimmt, wir waren bereit gewesen. Ja, sehr, sehr. Aber vom Vorn, weil es war ja ein richtiger Fiebertraum, der Tag, irgendwer. Ja. Ja. Und weil ihr nicht gefragt habt, erzählen wir euch natürlich alles. Na klar. Und zwar ging das so los, dass ich, Dres und Vreni in Minga abgeholt hab. Das war nicht in Zentrumsnähe. Wir können euch sehr empfehlen, ein bisschen außerhalb zu parken, weil da ist oft umsonst. Da hat man Glück in so einem Wohngebiet. Da habe ich die zwei abgeholt und dann war es schon soweit, lieber Flo. Wir hätten dein Dixie Klo to go braucht. Absolut. Es war schon wieder soweit. Es ging schon los auf dem Weg zum Treffpunkt. Sind hier schon Sprachnachrichten eingetrudelt in der Früh hier rein in den Chat. Sprachnachricht. Res hat schon geschickt. Ich verstehe euch nicht mit den Sprachnachrichten, weil ich kann mein Handy nicht mit dem Auto verbinden, aber ich muss so pissen. So ist losgegangen. Ja.
Ja, es ist die Wahrheit. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass jetzt endlich noch eine Raststätten kommt oder irgendeine Möglichkeit einfach, wo ich rausfahren kann zum Wieseln. Aber es kam nichts. Und dann stehe ich hier auf unserem Treffpunkt. Natürlich war ich wieder die Erste, wisst ihr es eh. Klar, Wer ist also die pünktlich? Erste. Naja. Wurscht. Ich war die Zweite. Sieg eine Reis, mir ganz schnell entgegengehe. Schon mit dem Tempobackel in der Hand. Zwischen die Häuser an der Wiesen entlang. Und ich denk mir, wow, jetzt hat's was gefunden, Gott sei Dank, dann kommt sie auf mich zu. Ich find nix, ich kann hier nirgends hingehen, da sind überall Leute. Da war auch ein Spielplatz. Ich hab dann nicht einfach blank ziehen können. Das Wasser ist ja auf jeden Fall schon in die Augen gestanden. Ja. Das ist ja schlimm. Naja. Dann kam auch schon Anja. Und dann habe ich es einbackelt, die zwei. Da hat's auch noch einen kurzen Aufreger gegeben. Anja kommt auf, steigt aus und sagt, ich hoffe, ihr habt nicht so viel dabei, Verena und ich, mit unseren großen Koffer. Naja, große Koffer. Also Ja, aber es war generell Koffer. Für eine Nacht jetzt nicht auf Bühne müssen. das hättest du vorher sagen müssen, dass wir keinen Koffer mitnehmen dürfen. Ja. Alles gut. Wir sind klar, Naja. Ja. Eben. Weil ihr habt ja jemanden dabei, der Logistik beherrscht und den Ja. Kofferraum so backeln kann, dass alles locker reingeht. Ja, Ja, Gott sei Verena Dank. Tetris gespielt und dann hat alles passt. Danke. Ja, So. eben. Und dann ging es weiter, dass wir an einem Dixie-Klo vorbeigefahren sind. Und dann hat der Räder gesagt, heute, ich muss da jetzt raus. Dann waren aber da 10 Bauarbeiter, dann habe ich gesagt, er muss da fragen. Also ich hätte nicht gefragt, ehrlich, wenn du nichts gesagt hättest, ich wäre einfach gegangen. Aber ich wollte dann natürlich auch nicht unhöflich sein und habe einfach aus der Ferne nur geschrien, darf ich da aufs Klo gehen? Und der eine Bauarbeiter, der sich angesprochen gefühlt hat, hat sich umgedreht und hat gesagt, ja, freilich. Und dann war ich drin im Dixie. Wir hatten da unseren allerersten Lachanfall wegen der Gesamtsituation. Ja. 100 Meter gefahren, da ist ein Dixie-Klo, bleib stehen. Wir haben uns dann auch vorgestellt, danach wie der sich hingeht und sagt, Servus, Mona. Ja. 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 Dann sind wir weitergefahren zum Hauptbahnhof, weil da haben wir den Lukas aufgegabelt, den besagten Er erinnert Lukas sich. vom Anfang. Ja. Der diesen Podcast hört. Ja, der Einzige, der das anhört. Servus, schön, dass du da Ja. bist. Der Lukas ist der Lukas Lach. Er ist Produzent von meinem Song See You Later und hat auch die Vocals vom Strobo Blind aufgenommen und produziert. Und er war früher der Produzent von Melissa Naschenweng, hat der ihre größten Hits quasi gemacht. Und also ich stehe auf Bergbauernburm, also Leute, die aus Bayern und Österreich sind, wird das wahrscheinlich was sagen. So als kleiner Side-Fact. Und ich glaube, ich habe mir gerade Zungenbruch, als ich Side-Facts gesagt habe. Kleiner Lifehack. Bitte bringt's mir ins Krankenhaus. Ja, den haben wir mitgenommen, weil der war die Begleitperson vom Matti. Und also von meinem Duettpartner von See You Later, der eben auch an dem Tag bei der Mountain Mania war. Matti Valentino, namentlich. Namentlich, genau. Und dann haben wir eine Chorprobe gehabt. Ab dem Zeitpunkt, wo er im Auto war, haben wir mal wieder eine schöne Chorprobe gehabt, wo wir inbrünstig Hits gesungen haben. Ja. War geil. Das war wirklich sehr, sehr schön. Er ist jetzt auch das inoffizielle 4. Mitglied von unserem Chor tatsächlich. Also, Das stimmt, ja. Er ist aufgenommen. Ja. Das stimmt. Weil dann hat der Anja mit der Res vorne im Auto die untere Stimmsinger kennen, Ja. also die zweite Stimmsinger kennen. Und der Lukas und ich, wir haben uns um die Hauptstimmen dann gekümmert. Ja, das war sehr, sehr schön. Danke. Like a Prayer von Madonna war's. Nur, dass es wisst. Ja. Ja. Und der Lukas hat uns eben auch dann irgendwann im Auto unfreiwillig gedisst. Aber das lassen wir ihm auf Naja, jeden Fall. unfreiwillig. Ja, das lassen wir ihm auf jeden Fall sehr lang wissen. Ja, das werden wir nie vergessen und wir werden da für immer daran erinnern, dass das passiert ist. Wir haben nämlich über was geredet, über was wir uns aufgeregt haben. Und haben überlegt, ob wir das im Podcast erzählen können. Und dann hat der Lukas gesagt,
Ja, freilich können sie das erzählen, hört doch eh keiner. Dann hat Dres gesagt, Entschuldigung. Was für eine bodenlose Frechheit. Er hat gemeint, dass das die betroffenen Personen nicht hören, weil das irgendwelche Hamburger waren. Ja. Er hat behauptet, Ja. dass er gemeint hat, dass das die betroffenen Personen nicht hören. Aber wir wissen ganz genau, wie es gemeint war, Lukas. Also Ja, bitte schreibt jetzt mal in die Kommentare. Also Lukas, das geht wirklich gar nicht. ja. Ach ja, schön. War aber an diesem Tag nicht der letzte Produzent, der uns gedisst hat. Dazu Das später. stimmt. Stimmt. Haben sie es anscheinend gehabt an dem Tag. Nach ein paar Stunden freudiger Chorprobe sind wir dann angekommen in Stuttgart bei der Hans Ganz Martin. kurz, Ja. eine Sache möchte ich noch sagen. Oh. Es wurden natürlich auch von nicht fahrenden Personen, also ich war Fahrerin den Großteil der Strecke und es wurden auch Instagram-Stories gemacht, die natürlich nicht ich aufgenommen habe. Ich habe beide Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße gehabt. Ja. Und in einer Instagram-Story sagt man, dass sie so ein bisschen Stau anbahnt und wir fahren auf der mittleren Spur. Und dann hat jemand auf diese Story geantwortet, Mittelspurschleicher. Und da bin ich so sauer. Da bin ich so zuwider. Die rechte Spur war frei, ja. Aber da war ich genauso schnell gefahren wie in der Mitte. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich richtig auf. Ja, gut, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Selber korrekt. Mittelspurschleicher. Spiegel. Ja. Gut, okay. Wir beruhigen uns. Ja, okay. Nicht. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann in Stuttgart angekommen. Therese hat brutal geschwitzt, weil sie hat uns vorher nur erzählt, dass sie es hasst, in Städten zu fahren. Und ich weiß auch nicht warum, aber wir haben nicht mehr einen Fahrerwechsel gehabt, bevor wir in Stuttgart angekommen sind. Und dann war da sehr viel Panik in diesem Auto. Dann haben wir die Musik leiser machen müssen, dass Dres was singt. Ich glaube, wenn jetzt auch andere von ihrer Sorten das Auto betreten, dann riechen die, dass Therese das markiert hat. Dass da sehr viel Angst drin war. Wenn andere Räs das Auto jetzt betreten, kriegen die sofort auch Angst. Und nein, hier drin ist was Schlimmes passiert. Aber kommentiert doch mal gern, ob ihr auch das Autoradio leiser dran müsst, damit ihr was seht beim Einparken. Oder wenn's euch, weiß ich nicht, wenn's schauen müsst, wo ihr jetzt gleich abbiegen müsst. Ja. Weil ich sag nix, wenn das Radio laut ist. Ja, Ja, ich es auch geht nicht, ich mir verstehe also- das vollkommen. Okay, gut. Ich hab gedacht, es ist schon wieder mein Hirn. Ich wollte die eigentlich auch nur ein bisschen ärgern und habe deswegen mit Missverständnis und Blasmusik geantwortet. Ja. Hat's da besser gehen, wenn man jetzt ein bisschen Blasmusik auflegt? Ich völlig am Ende, ein Nervenbündel, kurz vorm Warner. Ich glaub, Blasmusik darf's jetzt besser machen. Nein. Du hast das glamourös gemeistert, Dres. Ja. Richtig gut. Wenigstens bin ich nicht, also ich sag mal so, eine von uns drei hat zweimal eine Verkehrsregel gebrochen. Na. Und ich war's nicht. Na, das wird hier nicht verzollt. Na, wirklich nicht. Wenn na. du dich nicht so aufregen lässt, Na. wisst ja gar keiner, wer es war. Ja, Weiß ich gar nicht, was wollte du gerade hast. sagen, das ist sauschön, dass du Fick dich so die. einsetzt für mich. Vreni. Na, ich leg gleich auf. Na. Vor allem, weil wir dann gesagt haben, ja, sie ist es ja gewohnt, sie fährt am meisten in Minga. Und ungefähr 1 Minute am Steier schon ist was passiert. Gut, das langt zu der Geschichte. Ja, nein, Okay, weiter im was Text. passiert ist. Gut. Wo sind wir denn dann angekommen, Anja? Wir sind angekommen bei der Hans-Martin-Schleierhalle. Kennt ihr es eh? Wie kann man das vergleichen? Ähnlich wie die Olympiahalle, oder? In München. Da die schon sagen, ja. Ja. Genau. Da sind wir dann erstmal durchs Backstage geführt worden. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist alles ein bisschen grau, also so betonmäßig und halt mehrere Räume, wo dann halt eben die Künstler ausgeschrieben sind. Matti und ich hatten eine Kabine nebeneinander, das war schön. Es war generell wie so ein Schulausflug alles. Voll. Ja. Weil der Matti war ständig in unserem Zimmer mit seiner Gang. Ja, irgendwie war unser Raum immer ein bisschen voll. Es war schön.
der Abhängerraum war bei uns auf jeden Fall. Ja, wir sind auf jeden Fall der schlechte Umgang für die anderen, weil sie haben sich bei uns getroffen zum Alkoholtrinker. Der Matti war nämlich so ein guter und hat einen Kasten Degernseher mitgenommen. Das hat uns natürlich zugesagt. Ja, Danke das nochmal war an der wichtig. Stelle. Danke, Matti. Das war sehr, sehr schön. Mei, und dann haben wir so die anderen Künstler ein bisschen getroffen, haben wir mit den Draufgänger ganz nett geratscht und haben dann unten, hab ich noch einen Florian Silbereisen ganz kurz getroffen. Ich hab den so richtig auf Borisch gleich angeredet, der kommt ja glaube ich aus Niederbayern und ich weiß jetzt nicht, ob der normalerweise Backstage Borisch reden darf, aber der hat dann der nächste Satz, der nicht mir gegolten hat, auch gleich so einen richtigen Dialekt geredet. Also hoffe ich, dass ich ihn einfach angesteckt habe in dem Moment. Mit meinem Baurin. Schön. Sympathisch. Genau, aber den habe ich das erste Mal getroffen, also weiß ich jetzt auch nicht. War nur ganz kurz. Und dann haben wir die Tochter vom DJ Ötzi kennengelernt. Die war auch, hat eine richtig liebe Ausstrahlung gehabt, die fand ich zuckersüß. Und obwohl die schon älter ist, das Herz jetzt aus, was ein kleines Kind. Und wir haben auch einen DJ Ötzi das erste Mal live in Persona gesehen. Er war richtig lieb. Also er war richtig Sehr, lieb. sehr. Ja, voll. Ich kann mich gar nicht mehr gescheit erinnern, was er zu mir gesagt hat, weil ich so einen Fan-Moment gehabt habe. Ich habe dann auch gleich gesagt, ich habe gerade einen richtigen Fan-Moment. Das war süß. Er hat gesagt, dass er alles von dir anschaut. Ja, es war voll nett, es hat mich voll überfordert. Er folgt dir ja auf Insta und schaut anscheinend alles an, was du Ja. so schreibst. Das hat er erzählt, ja. Voll schön. Und ja, dass er sich voll gefreut, dass ich da bin und so. Also richtig lieb. Ja. Ja, war cool. Haben mich gefreut. Dann haben wir einen Soundcheck gehabt. Ich finde gut, dass du immer wir sagst, weil, also, ihr müsst euch das so vorstellen, Anja hat das alles schon erlebt und wir waren halt einfach auch dabei. Wir waren also, auch dabei. Ja. Aber ja, wir haben Soundcheck gehabt. Ihr wart eine brutale Unterstützung. Naja, weil in dem Fall haben ja der Matti und ich Soundcheck gehabt. Also es Ach, passt das hast du schon mit gemeint mir. mit Aber ihr habt natürlich auch Soundcheck gehabt. Sicher, war ein Termin. Die zwei waren ja nicht nur meine seelische Unterstützung, sondern die waren auch Kamera-Bitches an dem Tag. Beide voll gefilmt. Und das war sau cool. Danke nochmal an euch für das. Und da könnt ihr euch auf schöne Videos freuen, beziehungsweise sind die vielleicht schon draußen. Also hoffe ich, dass ihr es geliked und kommentiert habt. Und wenn nicht, dann bitte jetzt mal. Dann jetzt aber sofort und dann schreibt's, wow, Verena und Res, was für eine tolle Kameraarbeit. Das schreibt's dann. So nämlich. Schreibt's bitte. Das war mir privat persönlich sehr wichtig. Merkt man gleich, wo denn hier Profis am Werk sind. Genau. Nein, das war ganz schön. Beim Soundcheck hab ich dann geschwitzt. Also alle Anja Bavarias, die danach in diese Halle kommen, wissen auf jeden Fall auch, dass da Angst herrscht. Weil die haben mir das falsche Bodypack gegeben. Also Live-Musiker, die mit In-Ear-System spielen, also quasi mit Monitoring, dass man sich selber hört. Also ihr kennt doch diese Knöpfe, die Musiker im Ohr haben. Bei sowas, die haben dann immer hinten so ein Schwarzkasten, also ein Funkgerät dran, wo man leiser lauter dran kann und alles. Und ich hab auftrat und hab meine Stimme einfach nicht gehört. Und dann habe ich 3-mal oder so gesagt, ich brauche meine Stimme bitte lauter. Und es ist einfach nichts passiert. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie unangenehm das ist, wenn man seine Stimme selber nicht hört. Weil dann singt man ungefähr so wie die DSDS-Kandidaten im Casting, wenn sie einen Kopfhörer aufhaben. Das ist einfach komplett irgendwo daneben. Und deswegen habe ich sehr geschwitzt. Ich habe gedacht, oh Gott, das gibt's doch nicht, singe ich schon wieder so leise. Und die kennen mich nicht laut dran, Hilfe. Und dann hat der DJ City Maus hat dann das alles gestoppt, hat gesagt, da stimmt was nicht. Und ist zu die Techniker hier richtig lieb, hat sich voll für mich eingesetzt gleich. Und dann hat sie rausgestellt, dass ich einfach das falsche Bodypack hatte. Also da stand zwar A. Bavaria drauf, aber anscheinend hat auch noch ein Anton Bavaria Show gehabt. Weil mittelmäßig sympathischer Tontechniker das dann genommen hat, das Bodypack, und gesagt hat, ja, das ist nicht dein, das bist nicht du, hat er gesagt. Und ich so, okay. Ach so. Dann, Dann Entschuldigung. musst du am Anton kehren. A. Bavaria ist, ja, okay, gut. Dann habe ich auf jeden Fall das Richtige gekriegt und schon habe ich meine Stimme gehört, das war ein Segen.
Genau, dann waren wir da schnell durch. Dann ist mein Booker gekommen, der Dominik, Grüße. Nee, so aus diesem Podcast hier, aber wir grüßen ihn trotzdem. Recht herzlich. Und der ist immer sehr stark am Buffet und deswegen sind wir dann zum Buffet gegangen. Was hat's gegeben? Oh, es war voll die große Auswahl. Ich war sehr, sehr geflasht allein schon vom Salatbuffet. Und was das Geilste war, es war so Rucola-Salat mit Cocktailtomaten und grünem Spargel mit Pesto, mit grüner Pesto dazu. Das war so war geil. Da hätte ich mir einlegen können. Und dann halt auch noch alles andere, was man sich an Salat so wünscht, was das Herz begehren kann. Und es gab auch noch ein Mango-Honigdressing, glaube ich. Das habe ich noch nie probiert gehabt. Geil. Das war auch sehr, sehr gut. Das war das Salatbuffet. Ferdi, was hat's denn? Worms gegeben? Worms. Ich habe Lachsfilet gegessen. Mit, was war das? Spinat? Spinat, ja. Und dann gab's noch Kartoffeln dazu. Und noch anderes Gemüse dazu. Und irgendein anderes Fleisch hat's auch noch gegeben. Es oder? hat auch noch Fleisch gegeben und Spätzle und Ja. Und Suppen hat's auch noch gegeben. Da hat dein Booker erstmal zugeschlagen bei der Suppen. Ja, Da hat er mehr Gänge genommen natürlich. ja. Ja, Hat er recht. Finde ich gut. freilich. Wir müssen ja das Reihe essen, was der Anja vor am Auftritt nicht essen Ja, kann, weil es da so nichts nämlich. essen kann, weil es aufgeregt ist. Ja. Los Pedalos hat letztes Mal im Podcast gesagt, dass sie vor so Leuten keinen Respekt haben, dass die sie zu ernst nehmen, die Musiker, die vor dem Auftritt nichts essen können. Hat ein bisschen weh, du. Ich kann einfach nichts essen. Dafür habe ich dann noch umso mehr Hunger. Genau, dann haben wir uns auch schon, also erst haben wir uns nur ein Bier reingehauen mit Matti und dann haben wir uns auch fertig gemacht und dann ging's auch schon los. Dann war, ich glaube, die Draufgänger waren dran und dann war auch schon der Matti dran. Und bei seinem Auftritt bin ich dann quasi dazugekommen, dass wir zusammen unseren Après-Ski-Hüt performen. Ja, ihr zwei habt's fleißig gefilmt und ja, ich habe euch leider nicht gesehen. Ich habe generell wenig vom Publikum gesehen, weil mir die Scheinwerfer so dermaßen in die Fresse geleicht haben, dass ich einfach nur ran kann, wie es war. Es waren auf jeden Fall mehrere tausend Leute da und das Einzige, was ich mal kurz gesehen habe, als ich gesagt habe, und wir klatschen, dass dann auch wirklich klatscht worden ist und dann war ich so innerlich zufrieden und dann hat schon passt. Dann hat's passt. Nein, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, immer schön mit Matti auf der Bühne. Genau, danach sind wir zu meinen Eltern ins Publikum, die waren nämlich auch da und es war auch noch der Tom Kornis da, ein Kumpel von mir, der auch Produzent und Audio-Engineer ist. Heute lernst du was über das Musikbusiness. Also quasi, bei dem kann man auch aufnehmen und der tut mischen und mastern. So ein Audio-Engineer. Also quasi den Song dann fertig bearbeiten, die Audiospuren ins richtige Verhältnis setzen zwischen Instrumental und Gesang. Genau, und der ist der Audio-Engineer von Menasmus, den wir in der letzten Folge zitiert haben. Das ist eine, wie nennt man das, Rap-Crew aus Frankfurt am Main. Er ist auch aus Frankfurt und den habe ich über die dann quasi auch kennengelernt mal. Und seitdem sind wir in Kontakt, verstehen uns gut und der wollte sie für mich den Kulturschock seines Lebens geben. Und ist nach Stuttgart gefahren. Er war noch nie auf einem Schlager-Event und ich glaube, er hat auch wirklich den Rekord aufgestellt für die Person, die am wenigsten Liedl in dieser Halle kannte. Das war echt brutal. Also er war nicht negativ Wahnsinn. eingestellt. Ich fand ihn überhaupt nicht negativ für das, dass er selber eben Rap, also so Frankfurt-Rap produziert. Also er hat auch, glaube ich, schon mal einen Hafti im Studio gehabt und so. Und selber in einer Punkband spielt. Aber für das war er eigentlich voll offen und hat sich das alles gegeben. Aber der hat wirklich keinen Song gekannt. Das war brutal. Ja. Vor allem so Songs, wo man nicht drauf kommt als süddeutsche Person, Ja. dass der an irgendwem vorbeigegangen sein kann. Sowas Ja. wie Schatzi, schenk mir ein Foto. Sag mir eine Person, die diesen Song nicht kennt. Ja. Naja, er. Aber das war es war ständig bei so Songs, wo ich hab ihn dann immer angeschaut, so, ja, aber das kennst du schon, oder? Nein.
Aber da merkt man mal wieder, in welcher Bubble man eigentlich so lebt. Ja, voll. Weil er kannte zum Beispiel auch das Prinzip Après-Ski nicht. Er hat das Wort nicht gekannt. Er hat das zum ersten Mal in seinem Leben von mir gehört. Das gibt's doch nicht. Aber das gut. finde ich sehr spannend. Da kommt man mal wieder auf den Boden zurück, dass wir anscheinend doch ein kleines Bergvölkchen sind, das so seine eigene Suppen kocht. Ja. Das ist genau das, was ich in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt habe, dass für mich das alles so krass präsent ist mit dieser ganzen Malle-Szene und keine Ahnung was und dass es dann so Leute wie ein Tom gibt, die halt einfach niemanden kennen. Der hat einen Mickey Krause nicht kannt, der hat niemanden kannt. Wen der kannt hat, war der Mr. President. Da hat er sich richtig gefreut, weil das hat er anscheinend früher in der Schule gern gehört. Die singen das, ja, Coco Jumbo, ja. Irgendwie so. Das ist so ein 90s-Act und der war halt also zwischendrin mit dabei. Und das hat der alles kannt, das hab ich ehrlich gesagt nicht kannt, bis auf diesen Coco Jumbo-Song. Ich kannte auch nur Coco Jumbo. Ja. Aber das war für ihn ein kleiner Fan-Moment. Ansonsten hatte die Anna-Maria Zimmermann noch einen Auftritt. Das ist ein Schlagerstar. Und die ist einfach nur Zucker gewesen. Die war richtig sympathisch. Ja, so sympathisch. Ich hab die schon lange so kannt und sie hat mich auch kannt, aber halt nur, vom Internet so. Wir haben uns noch nie in Natura getroffen, aber waren uns sofort sympathisch. Also, das ist ein Mensch, den man gleich mag irgendwie. Ja, und dann war noch Stereo Act da, das ist so ein DJ-Duo. Hat meinem Papa nicht gefallen. Ich glaube, das hat ihm nicht getaugt, dass da halt die ganze Zeit so gesungen worden und dann ist er zwischen der DJ-Act gekommen. Das fand er nicht gut. Das hätte er gebraucht, hat er gesagt. Aber er ist halt einfach auch so ein richtiger Volksmusik-Fan und so. Und ich glaube, das war ihm dann zu viel. Also ich glaube, bei mir ist es teilweise schon grenzwertig, aber an das hat er sich ja schon gewohnt. Aber das war nett. Und die Lena Marie Engel war noch da dabei. Die haben die mitgenommen gehabt, glaube ich. Also ich glaube, dass die auch zu Stereo Act gehört hat. Die habe ich jetzt auch nicht gekannt. Aber die hat auch sehr schick gesungen. Dann war noch der Florian Silbereisen eben on stage. Habe ich auch das erste Mal in meinem Leben live gesehen. Ja. Und der DJ Ramazzotti, das ist der Resident DJ, also der da immer auflegt, aus dem Kuhstall in Ischgl, aus einer sehr berühmten Après-Ski-Location. Daher kennt man den vielleicht. Und eben der Mickey Krause. Und natürlich der DJ Ötzi, nicht zu vergessen. Was war denn gleicher Highlight dann so von der Show? Also mein Highlight war selbstverständlich See You Later von Anja Bavaria und Matti Valentino. Schleimer. Hallo, ich stand im Pressegraben mit einer Kamera in der Hand und mein Daumen hat zittert. Der hat nicht aufgehört zu zittern. Das war richtig wild. Ich war noch nie so aufgeregt vor einem Anja-Auftritt, obwohl ich das mal gar nicht beteiligt war. Ja. Weil normal muss ich ja wenigstens irgendwelche Knöpfe drucken und bin deswegen aufgeregt. Aber das Mal habe ich nur das Knöpfe von der Kamera aktiviert und habe das ganze Ding gefühlt. Das ist so und war unfassbar aufgeregt. Das war der krasseste Adrenalinkick an dem Abend. Süß. Und was war's bei dir, Res? Ja, toll. Also ich kann ja jetzt nur verlieren, wenn ich jetzt nicht sage. Ja, bei dir war es natürlich auch das, aber was noch? Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so sehr genießen können, weil ich so fokussiert drauf war, das gut einzufangen. Und leider habe ich mir den Platz, wo ich gefilmt habe, mit 2 anderen Leuten geteilt, die auch gefilmt haben und Fotos gemacht haben. Es war nämlich auch nur ein Filmteam von einem Fernsehsender da und natürlich generell auch Fotografen und so. Und es war dann schwierig, weil wenn da 3 Leute sind und die wollen den besten Engel, wie man so schön sagt, da hat halt nur eine Person Platz. Deswegen war ich die ganze Zeit so, Entschuldigung. Ich muss das filmen. Gedanklich natürlich. Achso, ich wollte gerade sagen, hätte mich jetzt gewundert, wenn du was gesagt hättest. Niemals. Ich muss da kurz mit dem Security diskutieren, der wollte mir ja nicht durchlassen. Echt, oder was? Aber ja, der hat ich hab der Anja ihr Artist-Bundle-Karten um den Hals gehabt. Und meine andere Backstage-Pass-Karten habe ich im Hosensack gehabt. Ja. Und ich habe ihm beide gezeigt. Ich habe ihm immer was anderes gezeigt, weil wir gedacht haben, Alter,
Und Anja war halt schon auf der Bühne. Ich musste da vorbei in den Pressegraben quasi. Neben der Bühne war halt so ein 2 Meter breiter Rand quasi frei für Presseleute. Hat er gesagt, er darf nur Presse rein. Ich gesagt, ich bin Presse von Anja Barbari, hat sie fix. Es darf passieren. Weil sie war halt schon oben gestanden. Der Typ hat wahrscheinlich einfach gar nichts verstanden, weil du im tiefsten Borisch die aufgeregt hast. Ich habe eigentlich vorher mit Anjas Booker, mit dem Dominik ausgemacht, dass er die Leute wegschubst und ich schlag dann zu, wenn es ist. Aber er ist. Das war unsere Strategie, weil ja keiner damit rechnet, dass ich zuschlag. Ja. So, also er deicht an und ich schlag dann zu. Okay. Aber er ist leider nicht so weit mitgegangen, weil er hat gemeint, ja, passt schon, weil ich ja schon durch war. Ja. Und dann bin ich aber bei dem einen am Eck noch hängen geblieben. Naja, aber er hat dann schon Platz gemacht. Ich bin ja auch noch 2 Minuten wieder weg gewesen. Also Ja, Gott. eben. Eben. Was willst du sagen, Res? Ich habe ein paar emotionale Highlights gehabt, aber das mich selber am meisten verwundert hat, war eigentlich die Tatsache, dass ich beim böhmischen Traum ein bisschen zusammengebrochen bin. Also, was man dazu wissen muss. Bevor ich diese beiden Weiber hier, diese beiden Damen gekannt habe, war Blasmusik für mich, es war mir scheißegal. Es hat mich eher aufgeregt, darf ich sogar sagen. Und seit ich die zwei kenne, gefällt mir das. Und seit ich die zwei kenne, weiß ich zum Beispiel auch erst, dass der böhmische Traum einen Text hat. Ja. Du hast die so toll entwickelt, seit du uns kennst. Das ist Wahnsinn. Da sind deine Omas ganz, ganz stolz. Auf jeden Fall spielt der DJ Ötzi den böhmischen Traum und singt halt da dazu und ich stehe da und denke, oh mein Gott, es ist so schön. Und habe mich als Warner angefangen und habe mich dann schon immer so ein bisschen weiter weggestellt. Ich heult schon wieder. Ein bisschen weiter weggestellt. Schön. Und habe eigentlich auch nicht mehr angeschaut währenddessen, weil ich dachte, das ist jetzt so peinlich beim böhmischen Traum zu wollen, das reicht jetzt mal wieder. Und dann waren aber die Schleusen eigentlich brutal auf. Also ja, das war. Dann habt ihr meine Hände genommen, während Marmorstein und Eisenbrett. Da haben wir aber alle blättern. Dann war alles zu spät. Aber da haben wir alle drei ein bisschen. Da haben wir alle drei gewarnt. Aber unsere Liebe dich. Ja, aber es war Das so, war schön. weine nicht, wenn der Regen fällt, es gibt einen, der zu dir hält. Dann haben wir uns Halt dein umgeschaut und dann Maul haben wir alle drei gleichzeitig zum Ohren angefangen. Oh, ist das eklig. Jetzt, oh. Ja, es war auch schön. Ja, Du es war bist sehr geliebt gefühlt in diesem Moment. Das langt jetzt mal. Na gut. Was war dein Highlight, Anja? Ja, das natürlich auch. Mein Auftritt natürlich auch. Aber mein absolutes Highlight war irgendwie, wie Anton aus Tirol angefangen hat. Weil, also ich wollte DJ Ötzi schon ewig live singen und ich habe mich da so drauf gefreut, weil das halt einfach mein Lieblingslied war, eine Zeit lang als Kind. Und weil dann auch noch meine Eltern da waren. Das hat mich so gefreut, weil mein Papa dann auch noch gesagt hat, das ist an meinem 40er rausgekommen, das Liedl. Und ich habe mich dann noch so gut daran erinnern können, weil ich das halt einfach an seinem 40er so in Dauerschleife gepumpt habe mit den anderen Kindern. Und dann habe ich das live gesehen und mein Papa stand neben mir. Und dann fand ich das so cool. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte kurz in die Vergangenheit reisen und mich kurz der 6-jährigen Anja erzählen, hey, nicht ein paar, aber in vielen Jahren, nimmt die der Sänger mit auf seine Arenentour. Und dann darfst du da auch mit performen und dann ist der sau nett zu dir und ja keine Ahnung. Aber ich glaube, mein 6-jähriges Ich hätte gesagt, ja klar, ich wär das da. Ich glaube, da hat die noch nicht so Selbstzweifel. Wahrscheinlich. Krass, dass dieses Anton aus Tirol, also ich erinnere mich auch total dran, wann das rausgekommen ist und dass das so eins der ersten Lieder war, die rausgekommen sind, wo mir bewusst war, dass das jetzt rausgekommen ist und ich das jetzt anhören kann und so. Also, und das haben wir auch alle gesungen. Also es war wirklich das erste
danach? Kam der Ketchup-Song danach? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Das war so das Nächste, was mir noch in Erinnerung geblieben ist. Aber das war echt beim Anton aus Tirol richtig krass irgendwie, so das erste Lied. Da fällt mir gerade passend zur letzten Folge mein Verhörerei bei dem Song. Als Kind habe ich immer gedacht, der Text geht, komm her und mops mit mir. Weil ich mach's nicht verstanden habe. Und dann habe ich halt gedacht, das bezieht sich auf den Hund. Ach so. Mach's mit mir. Ah, okay. Na klar. Ja, schön, dass wir das als Kinder so gesungen haben, gell? Ja, das ist sehr schwierig. Es gibt sogar eine Kinderversion. Also da singt der DJ Ötzi das mit einem Kinderchor oder so. Und dann singen die Kinder, komm her und mach's mit mir mein Tiroler Spiel. Nein. Das finde ich schwierig. Okay, wow. Ich hoffe, Das sie ist haben wirklich auch gedacht, schwierig. das heißt Mobs. Ja. Naja, dann haben wir uns das ganze Spektakel eben gegeben und haben mitgefeiert, haben dann auch sogar einen Tom ein bisschen angesteckt. Also er hat dann irgendwann ist der Deutsche im auch zum Leben erweckt worden und er hat auch schon mitgeklatscht. Ja. Wenn man dann noch unser Choreo ausdacht. Ja, genau, ein paar Choreos haben wir einstudiert. Na, war schön, doch. Dann sind wir danach kurz ins Hotel und dann zu, ich glaube, das ist eine Kette, oder? Zu dem Bürgermeister. Ja. Da hab ich zumindest einen richtig guten Burger gegessen. Ich glaube, eure waren auch nicht schlecht, ja. oder? Waren gut. Ja. Kann man mal hier sagen, unbezahlte Werbung. Und danach wollten wir im Hotel oder in Hotelnähe was trinken, aber das war leider unmöglich. Ab da begann der Fiebertraum. Ja. Ich habe mich gefühlt wie so gestrandet in der Wüste auf der Suche nach einer Oase. Man schleppt sich schon so nach vorn auf alle Viere. alles hat weh, du. Und man denkt, ah ja, die Hotelbar hat bestimmt nur auf. Man geht hin, Hotelbar hat zu. Es gab 2 Hotelbars Ja, und beide waren zu. Ja, einfach beide Hotelbars zu. Naja, gut. Ja. Dann denkt man sich, ja, hier in der Nähe wird schon irgendwo irgendwas noch aufhaben. Tanja sucht was raus. Ah ja, die Shisha-Bar, da gehen wir halt da hin. In die Bewertungen stand, da gibt's gute Cocktails. Und dann sind wir hingegangen. Was war denn da, Verena? Ja, dann sind wir reingegangen und haben uns hingeguckt. Und dann haben wir die Karten gekriegt. Und was war denn da, Theresa? Da war auf der ersten Seite war da Shishas, zweite Seite alkoholfreie Getränke, dritte Ja. Seite Tee und Kaffeespezialitäten, Ja. vierte Seite Mocktails, Ende der Karte. Ja. Wisst ihr, was Mocktails sind? Cocktails ohne Alkohol. Oh, traurig. Naja, Also, wir haben die Karten sehr oft hin und her bladelt. Ja. In der Hoffnung, dass wir doch noch eine Seite finden, wo es Ja, es war halt draufsteht. unfassbar verwirrend, weil halt da am Anfang stand alkoholfreie Getränke. Deswegen gehst du dann davon aus, dass irgendwas dann mal mit Alkohol kommt. ja. Ja. Na, Ich war na, sehr traurig, weil mir hat's da drin richtig gut gefallen. Ich fand den, der wo da Ja. gearbeitet hat, sau nett. Und ich hab Ja. einen Stuhl, der ein bisschen kaputt war, da war ein kleines Loch. Und ich hab mir dann vorgestellt, also war ein bisschen angesoffen schon, hab mir dann vorgestellt, wie ich da drin dann meine Fürze sammle. Aber es war mir nicht vergönnt, schade. naja, schon. Na, weil, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind wieder gegangen. Weil Theresa hatte eine saugute Idee, weil sie hat gesagt, ich hab da gegenüber eine Tankstelle gesehen. Dann sind wir wie die größten Assis in der Früh um 2:30 oder was war's da schon? Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Sowas. In den Tankstall gegangen, wo wir die Nachtklingel benutzen mussten. Aus Sicherheitsgründen, dass wir überhaupt rein dürfen. Ja. Um dann vor dem Regal oder vom Kühlschrank zu stehen und zu schauen, was für alkoholische Spaßgetränke es da gibt. Ja. Ja. Wir Ja. wollten ja unbedingt ein Mixgetränk. Wir haben uns dann eine sogenannte Pennergranate gegönnt, also ein Dosengetränk mit Schnaps und also einfach ein Mischbier. Und ich hab euch leider angesteckt mit der Scheiße, weil normalerweise dann mehr ja zu Havana Cola greifen, wie normale Ja. Menschen. Ja. Aber ich hab mir irgendwie, weil ich hatte halt schon so Cocktails im Kopf. Deswegen habe ich mir gedacht, oh, was Fruchtiges, dann trinken wir doch Wodka Lemon. Und ihr habt euch bläderweise angeschlossen. Ja.
Dazu muss Ja. man sagen, ich hasse Wodka Lemon im normalen Leben schon. Also wenn Ja. es gut gemischt Okay. ist, mag ich das schon nicht gern. Ja. Aber du hast gesagt, ich kann jetzt nicht nur was mit Koffein trinken. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, ich habe auch schon Red Bull und Kaffee und ich glaube, Cola. Nein. Ja, ich wollte auf jeden Fall nur schlafen und habe gedacht, gut, dann lieber auch irgendwas, was Coca-Cola mit drin hat. Dann nimmst halt das scheiß Wodka Lemon. Naja, großer Ich Fehler. muss gestehen, ich habe mich gegen die Havanna-Cola-Mischung entschieden, weil die absurd teuer war. Also wirklich absurd teuer. Okay, Weil ja. man denkt, das ist mir jetzt auch nicht wert für das, dass ein Madix Dosengetränk ist in dem Fall. Hey, so redest du nicht über die Panja-Granaten. Ohne Limettenscheibe und Eiswürfel im Glas. Und ein Strohhalm. Ja, dann sind wir auf jeden Fall mit diesen Getränken zum Hotel marschiert. Ja. Verena, der Räder, der Tom und ich. Und dann war es wirklich wieder wir im Schullandheim. Wir kämen mit unseren Pennergranaten zu diesem Hotel. Und dann steht die komplette Produktionsfirma gefühlt, also alle, die da was zum Song haben, von der Mountain Mania draußen vorm Hotel. Also, servus. Haben wir uns gefühlt, dass da mal von den Lehrern erwischt werden. Ja, ich hatte auch sofort das Bedürfnis, die Dosen zum Verstecken. Also ich habe mich richtig ertappt gefühlt, ohne Ja. Grund. Ich war auf einmal 15. Wir sind halt wirklich alt genug, ja, aber es war unangenehm. Ja. 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 Ja, das haben wir dann deswegen nicht mehr in der Lobby getrunken, sondern sind dann auf unser Zimmer gegangen. Das war nämlich dann auch schon wieder so Schullandheim-mäßig, weil dann der Tom Ja. noch bei uns auf dem Zimmer war, in unserem Dreibettzimmer. Ja. Und da haben wir Das war auch dann schön geratscht. Ja, und dann ist passiert. Ja. Ja, genau. Dann hat er uns nämlich auch noch gedisst. Er hat nämlich, ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber er hat dann gesagt, also es ging um Podcast und dann hat er gesagt, ich kenne den, oder ich habe da schon mal Videos gesehen von deinem Podcast. Also dich verstehe ich da ja noch, aber die andere? Naja, Tom, welche andere? Dann war die Empörung wieder groß, weil er hat halt nicht kapiert, dass die zwei vom Podcast da gerade hocken und dass sie zwei sind. Ja. Und Naja. nicht bloß eine. Und anscheinend, also, wenn mich wer fragen darf, da die sagen, Anja ist diejenige von uns, die am meisten Baurecht. Oder? Ja. Schon, oder? Komplett. Der Rest ist ja eh so ein Halbpreis irgendwie. Echt? Und ich hätte auch gemeint, dass ich ein bisschen gepflegter rede, aber okay, okay. Naja, sagt der Tom anscheinend anders. Sektor Frankfurt, Ja, sehr passt schon, anders. Tom. Ist okay. Naja. Ist okay. Ist okay Ja, für ich habe mich. gemeint, er bemüht sich jetzt mal und hört nochmal eine. Also falls du es bis daher geschafft hast, Respekt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist schon am zweiten Satz Kann ausgestiegen. man auch nicht vorstellen. Naja. Nervt ja auch, einen Podcast in einer Fremdsprache anzuhören, den man nicht kann. Ja. Ja, er hat uns dann noch eine schöne gute Nachtgeschichte erzählt. Also ich nenne jetzt hier keine Namen, aber von anderen Musiker, mit denen er mal unterwegs war und wo einer dann gesagt hat, er muss pissen und dann hat er aus Spaß gesagt, ja, dann pisst doch im G, dann geht's schneller und dann hat besagter Musiker das gemacht, hat einfach hier unten aufgemacht im G, hat unterm G pisst und hat sie dann anscheinend aus Spaß auch noch in den Mund pisst. Eine Fontäne Naja. nach oben. Naja. Wo wir mal wieder bei diesem Fetisch waren. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das macht der öfter. Und auch wenn das dann quasi auf seinem Pulli ist. Und das fand ich dann sehr eklig, weil ich habe diese Person schon mal umarmt. Danke dafür. Naja. Ja, es ist oft besser, man weiß Dinge nicht. Ja, Tut mir leid. ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, genau, mit dieser gute Nachtgeschichte sind wir dann quasi schlafen gegangen. Und es war niemand von Menasmus, möchte ich jetzt hier gleich an dieser Stelle sagen. Nicht, dass jetzt heißt hier. Gell? Na. Grüße. Ja. Weil ihr hört's gewiss auch unseren Grüße. Podcast. Ganz bestimmt. Ach ja, schön. Genau, dann haben wir noch die Vreni in den Schlaf geratscht, was einfach nie passiert. Also es war schon wieder kompletter Gegenteiltag. Weil normalerweise redet uns Verena sanft in den Schlaf. Echt, habt ihr noch weiter geredet? Ich hab Ja, das gar und wir haben uns Ja, nur ein bisschen echt? aufregen müssen. Ach, Schmarrn. Echt?
Wir haben nun mal Weil ich schon penn. verschiedenste Oder generell. Dinge besprochen und dann haben wir halt festgestellt, eigentlich schaut, dass du schon schlafst, weil jetzt könnten wir halt einschlafen, wenn du noch ein bisschen reden darfst dabei. Ja, man merkt erst, was Ich am hätt- Fade was, wenn man es nicht mehr hat. Ja, Ah ja. Mhm. Ja, dann wisst ihr es jetzt wenigstens mal. ja. Nein, da sind wir da generell immer sehr dankbar. Da fällt mir gerade wieder das mit dem Podcast ein. Haben wir das Was? schon mal Was? im Podcast erzählt, dass sie Dress gedacht hat beim letzten Mal, wo ihr nebeneinander geguckt seid, dass der Podcast nicht aufhört. Und dass sie drauf hat, dass sie den Podcast ausmacht und er weitergeht. Das war letztes Mal, als ich neben der Rest geschlafen habe. Ja. 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 Da haben wir uns mein Bett geteilt in meiner Wohnung. Und da hat sie immer versucht, den Podcast an ihrem Handy auszumachen, aber er ging nicht Im aus. Traum. Weil er live war, ist er nicht ausgegangen. Lady Sau. Ich bin dir ja dankbar, dass du das machst. Das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr noch weiter ratscht, weil Dress hätten wir ja fast vorher schon verloren eigentlich. Ja, Wo wir noch Besuch gehabt haben. Aber Dress Ja, schon die kurz verloren. Pisse-Geschichte hat mich so sehr in Schlaf gewiegt, dass Ja. ich einfach weg war. Aber anscheinend hat der Powernap geholfen. Ja, Naja. ja. Also es war auf jeden Fall wieder ein wunderschöner Ausflug. Am nächsten Tag in Minga ist der Resi ein Auto nicht mehr aufgegangen, das war dann nicht so schön. Na, Ja. die Batterie vom Autoschlüssel war leer, ja. Und dann haben wir erstmal ein bisschen, Gott sei Dank haben wir einen Automechaniker Lukas dabei gehabt, der dann für uns rausgefunden hat, beziehungsweise für mich, wie man das Auto trotzdem aufkriegt, auch wenn der Schlüssel keine Batterie mehr hat. Wir sind dann reingekommen und es hat sie dann zum Glück auch starten lassen und ich bin sicher wieder heimgekommen. Ich habe den Lukas noch zum Bahnhof bringen können, es war alles gut. Sehr gut. Aber ich muss auch sagen, wenn das nicht funktioniert hätte, ich hätte nicht die Kraft gehabt, an diesem Morgen mich da drum zu kümmern. Ich hätte mich, glaube ich, einfach in diesem Wohngebiet auf den Bürgersteig gelegt und geworden und geschlafen. Hätte mir gedacht, Ja. wisst ihr was, ist mir scheißegal, ich bleib jetzt hier. Dann war es nur mal zu die Bauarbeiter gegangen. Servus, morgen. Darf ich bei euch pissen? Darf ich kurz beim Dixie schlafen? Naja. Schön. Naja. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Ausflug. Schön, dass ihr dabei Ja. wart. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Das war wirklich sehr schön. Das. So, liebe Wellensittiche, wir kommen jetzt nur zu einer schnellen Runden. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da die heute gern von euch wissen, passend zu unserem Ausflug, weil wir haben natürlich öfter mal an Raststätten gehalten. Klar. Ja. Wir haben schwache Blasen, ihr wisst es doch seit Folge 1. Was sind denn für euch die 3 besten versus die 3 schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten in der alkoholfreien Edition? Sagen wir jetzt mal. Res, was ist das bei dir? Ich darf ja mit die 3 schlimmsten anfangen. Auf Platz 3 der schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten ist für mich Capri-Sonne. Erstens, finde ich, schmeckt die nicht mehr so gut wie früher. Zweitens, habe ich das Gefühl, dass das 2 Schluck braucht und dann ist das Ding lau und dann bin ich traurig. Das nervt mich auch. Und drittens, was ist los mit euch? Ich brauche einen Plastikstrohhalm. Ich bin nicht fähig, einen Papierstrohhalm in diese Tüten ein zum Drucker. Ich mache das kaputt, dann warne ich und dann muss ich aus der Tüten zuzeln. Es ist nicht gut und es geht unterm Autofahren nicht. Deswegen ist Capri-Sonne auf Platz 3 der schlimmsten Spaßgetränke für mich. Aber ich habe an der einer Raststätten so riesige Capri-Sonnenbeitel gesehen. Die hast du auch gesehen, Anja, oder? Ich glaube, da war Dress auf dem Klo. Das ist die grad. Innovation. Ja, die waren viel größer und die hatten auch keinen Strohhalm, sondern so ein kleines Ach so, zum Rädchen. Aufdrehen. Ja, Ja, die habe ich auch schon mal ja. gesehen. Stimmt. Mhm. Ja. Okay, ja, vielleicht war das was für mich. Habe ich noch nie getestet. Wir werden's, vielleicht finde ich es mit euch gemeinsam raus, liebe Wellensittiche. Sehr gut. Auf Platz 2 der schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten ist für mich der Schokoshake, den ich mir auf unserer Rückfahrt geholt habe. Ich habe gehofft, dass der kommt. Das war echt schlimm. Ich wollte eigentlich ein kaltes Kaffee-Spaßgetränk mit ein bisschen Schokolade drin. Und was ich gekriegt habe, war
zerbräselter Schokoladenkeks mit sehr viel Milch und sehr viel Crushed Eis und dann noch Schlagsahne und Schokosirup obendrauf und ein halber Keks in der Schlagsahne drin. Und versteht's mir nicht falsch, ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich sage, na, das ist mir voll süß. Wirklich nicht. Also weit davon entfernt. Aber das war einfach brutal. Also erstens hat die gute Frau, die das gemacht hat für mich, und die hat's wirklich gut gemeint mit mir, wie gesagt, Schlagsahne, Schokosirup, alles gut, aber sie hat keinen Deckel drauf da. Das ist schwierig im Auto. Und es war eine Mahlzeit. Es war einfach eine komplette Mahlzeit, das Ding. Es war einfach eine halbe Torte. Wirklich wahr. Gefühl, ja. War dann auch froh, dass ihr davon drungen habt, also Verena und Lukas, weil ich glaube... Ich habe probiert, ja, aber es war mir auch zu mächtig. Ja, das war nicht gegangen. Genau. Und dann habe ich noch auf Platz 1 der schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten ist für mich Bananenmilch. Das geht einfach nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist da so in meinem Hinterkopf eine Erinnerung, dass irgendjemand auf einem Schulausflug Bananenmilch gespielt hat. Und ich habe das immer nur so verknüpft, dass ich denke, beim Autofahren keine Bananenmilch. Nicht, dass ich sonst jemals Bananenmilch trinken hat, weil ich finde das, außer sie ist selber gemacht. Meine Mama hat, weiß ich glaube, auch sehr oft mit so sehr reife Bananenmilch selber gemacht. Das ist geil. Das ist geil. Aber so künstlicher Bananengeschmack, kalt. Habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das darf bei mir einfach schief gehen. Ich glaube, mein Körper darf sich denken, Schleudersitz. Und zwar sofort aus alle Öffnungen. Es geht nicht, es muss raus. Genau. Deswegen verdient der erste Platz, meiner Meinung nach. Unwissentlicherweise aber. Fair. Also ich möchte es einfach nicht riskieren. Was ich sehr gern und jederzeit und bei jeder Fahrt wieder riskiert hat, sind die 3 besten Spaßgetränke an Raststätten. Auf Platz 3, der gute alte Dulö. Durstlöscher gibt's in verschiedene Sorten. Lieben wir. Die beste Sorten ist natürlich Granatapfel, Zitrone. Aber es gibt auch so verrückte Sorten wie, ich glaube, Blueberry Marshmallow oder so. Da gibt's wirklich Wurzelzeug oder auch Wassermelone. Schmeckt super künstlich, aber sehr gut. Ich muss mich outen, ich habe das noch nie probiert. Du hast noch nie einen Durstlöscher getrunken? Ich glaube ja nicht. Okay, das ist wild. Wir probieren es Ich glaube, wieder. ich kann nicht mehr länger mit euch befreundet sein. Ich muss kurz, tut mir leid, aber ich muss los. Nein, wir jetzt wirklich mal probieren. Da gibt's echt viele Sorten und sehr viele leckere Sorten. Ich muss echt aufhören, lecker zu sagen. Aber ja, genau. Durstlöscher geht immer. Ist zwar auch mit einem Papierstrohhalm, aber dadurch, dass es ein Tetrapack ist, lässt sich der Strohhalm besser einstrotten. Auf Platz 2 der besten Spaßgetränke an Raststätten ist Fanta Exotic. Fanta Exotic lieben wir ja. Das ist die Granny, hellgrüne Fanta-Dosen. Sehr gut. Auch noch nie probiert. Seid ihr Tiere? Was ist denn los mit euch? Vielleicht musst du uns mal ein Spaßgetränke-Buffet servieren. Ja, das Das nächste Mal bei dir sein. Ja, okay. Ja, Na das gut, machen wir. machen wir mal. Jeder bringt ein Spaßgetränk mit, das die anderen noch nie probiert haben. Das war schön. Ja, Ich glaube, da habe ich keins, aber ja, so was passt. machen wir. Okay, schaut. Na gut. Dann brauche ich eigentlich auch nicht, also dann brauche ich auch nicht drauf hoffen, dass ihr was dazu sagen könnt. Deswegen kommen wir jetzt zum ersten Platz. Der allerbesten Spaßgetränke an Raststätten. Es ist die gute alte Apfelschorle. Das ist einfach geil. So eine eiskalte Apfelschorle, Ja. die bringt mich durch den Winter, die bringt mich durch den Sommer, sie bringt mich überall hier. Lieb Okay. ich. Ja, meine Eltern haben ja immer gesagt, dass man den Bauch wegkriegt, wenn man auch, Eis und Apfelsaft mischt. Und ich habe mir gedacht, ich bin schon groß, ich kaufe mir jetzt eine Apfelschorle und ein Eis, Kaktusspitzen, beste. Und ich Bauch wegkriegt. Oh nein. Aber es war's wert. Ja. Was sind deine 3 besten und 3 schlimmsten, Verena? Naja, ich fange jetzt mal an mit meinen 3 schlimmsten Spaßgetränke an Autobahnraststätten. Und zwar ist bei mir auf Platz 3 die gute alte Apfelschorle. Nein! Was soll das? Es gibt doch nix Langweiliges wie eine geschissene Apfelschorle. Nein. Das ist, Na, hast du noch nie so richtig Durst gehabt und Apfelschorle dann da drauf drungen? Das ist ja geil. na, also so eine fertig gemischte Apfelschorle, na. Verena. Einfach na. Na, Leute, na. Okay. Bin ich raus. Okay, ja, mach weiter. Lieber Gänsewein.
Da trinke ich noch lieber Gänsewein. Ja, na dann. Bleibt mehr für mich. Auf Platz 2 der schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten für mich ist Powerade. Also dieses blaue Gesöff oder auch in sehr vielen verschiedenen Neonfarben gibt's das, oder? Ja, Ich hab das schon ewig nicht mehr getrunken, aber ich glaube, es ist reidig. Ich habe das als Kind geliebt. Ja. Echt, oder? Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt so, wenn ich die Farben sehe, das stößt mich brutal ab, Ja, weil ich mir verständlich. denke, ich kann kein Gift saufen, das geht nicht. Ja. Okay. Und dann wird's mir auch hassen. Auf Platz 1 der schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten für mich ist Red Bull. Ich mag's einfach nicht. Also, aber Jetzt schnauft der ein. Jetzt kommt's. Jetzt muss was Stopp, dazu sagen. Einwände, euer Ehren, Einspruch. Ja, bitte, verzeih's. Verena hat Backstage bei der Mountain Mania zum allerersten Mal in ihrem Leben innen drin das weiße Red Bull probiert. Ja, das ist Anja am Unbezahlte liebsten Werbung mag. natürlich. Ja. Das schmeckt nach Kokos und Blaubeer. Und jetzt kommst du. Hat's da geschmeckt oder nicht? Es hat mir geschmeckt. Ha? Ja. Es war auch gar nicht süß. Ich habe damit gerechnet, dass es süß ist. Oh, Weiß ich wow, gar damit nicht. habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass dir das geschmeckt hat. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe aber auch damit gerechnet, dass mir das Viere riecht, so müdigkeitstechnisch, hat's aber auch nicht. Muss jetzt nicht. Aber das ist ja schön, dann können wir da den Wodka-Bull auch dran das nächste Mal. Ja, so. Ja, Den müssen wir vielleicht dann nicht in Leberwurst wickeln. nein, Der leicht übrigens auch. Das ist ein bisschen gruselig. der ist so blau, gell, Ja, oder? der leicht ganz hell. Ich hab gerade erzählt, dass ich blaue Getränke scheiße finde. Naja, ich kann ja kein Gift saufen. Verena, hier, den Red Bull. Schau. Hier, rein. Vorteil ist es in der Dose, man sieht's ja nicht. Ja, ich hab's eben. nicht gesehen, was für Farbe es hat. Du denkst, der ist weiß. Ja. Genau, eben. Okay, weiter. Okay, weiter. Ich mach weiter mit die 3 besten Spaßgetränke für mich an Autobahnraststätten. Auf Platz 3 der gute alte Eistee Pfirsich. Er geht doch alle weh. Nach einer langen Nacht. Schön. Auf Platz 2 der besten Spaßgetränke an Raststätten ist für mich kalter Kaffee in irgendeiner Form. Diese abbackelten kalten Kaffee. Das ist der Inbegriff von Spaßgetränk für mich. Finde ich geil. Leider sind die meistens sehr klar, die Dinger. Dafür aber Babsiers auch. Ja, das hasse ich leider. Und auf Platz 1 der besten Spaßgetränke für mich an Raststätten ist das gute alte Cola Zero aus der Dosen. Es ist stinklangweilig, aber ich liebe das. Richtig gut. Ich finde auch sehr wichtig, dass es aus der Dosen kommt. Das macht das Ganze nochmal viel Ja. geiler wie aus so einer Plastikflasche auf jeden Fall. Wie ist euer Ranking? Weil bei mir ist also am geilsten Glasflaschen, dann auf dem zweiten Platz Dosen und dann Plastikflaschen. Ist das bei euch auch Gehe so? ich komplett mit. Ja, geh auch mit. Okay, gut, dann Ja. kann ich doch wieder mit euch befreundet sein. Bin beruhigt, passt, danke. Mein Gott sei Dank. Dann können wir gut schlafen. Gott sei Dank war das jetzt nicht die letzte Wellensittich-Folge. So ein Glück musst du zuerst einmal haben. Ja. Ja. Anja, was sind denn deine 3 besten und deine 3 schlimmsten Spaßgetränke? Auf Platz 3 der schlimmsten alkoholfreien Spaßgetränke an Raststätten für mich ist Gerolsteiner Sprudelwasser, wenn man das überhaupt als Spaßgetränk bezeichnen kann. Ich wollte gerade sagen, was ist da dran Spaß? Ja, nix, deswegen ist das das Schlimmste. Okay. Weil es sprudelt. Ich weiß auch nicht, wie Wasser nicht schmecken kann. Also es ist nichts gegen Gerolsteiner persönlich. Aber irgendwie schon. Aber irgendwie schon. Es hat sich in den letzten Jahren irgendwie so entwickelt, gell, dass Gerolsteiner da ganz, ganz schlecht dasteht in die sozialen Medien innen drin. Ich muss Ja. sagen, ich habe schon lange keins mehr probiert, aber es darf mir ja nicht anlachen. Es war nicht das erste, zu dem ich greifen darf, sagen wir es mal. Ja. Es ist einfach nicht meins. Für den, das magst du das Hexte. Auf Platz 2 der schlimmsten Spaßgetränke, alkoholfrei an Raststätten, ist für mich ein Cappuccino. Und ich bin ja die größte Freundin des Cappuccinos, generell. Aber meistens schmeckt er mir einfach nicht an Raststätten. Selbst wenn er vom Starbucks oder vom Coffee Fellows ist, weiß ich nicht, irgendwie, die machen mir den nie so, dass ich mir dann denke, aha, geil, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es halt in einem Pappbecher ran serviert wird und irgendwie gefühlt dann nur noch Pappe schmeckt in meinem Mund innen drin. Ja, ja, ja.
Auf Platz, und er ist ja natürlich auch zu schwach für mich, muss man jetzt einmal dazu sagen. Ja, wahrscheinlich ist eher das. Und auf Platz 1 der schlimmsten Spaßgetränke an Raststätten ist für mich, muss jetzt leider auch wieder eine Marke nennen, San Benedetto Pfirsich-Eistee. Nicht best gemeint, den gibt's in Italien und er schaut irgendwie sehr hochwertig aus, deswegen habe ich mir da mal gedacht, greife ich mal zu. Aber das war, glaube ich, einer der wenigen Eistees in meinem Leben, den ich nicht ausgetrunken habe, weil ich ihn so greiselig gefunden habe. So Okay, gleich. das muss man krass. wissen. Ja. Da gebe ich viel drauf, weil du bist ja Eistee-Expertin, Ja, Absolut. nämlich Connoisseurin. auf Platz 3 der besten Spaßgetränke an Raststätten für mich ist die Capri-Sonne, aber nur die Orange. Aha. Die liebe ich sehr. Aber ich verstehe das voll, was Therese vorhin gesagt hat, dass man das sehr, sehr sauer macht, wenn man das nicht reinkriegt. Ach, Ja. Ja. Dann auf Platz 2 ist für mich, das nenne ich leider auch wieder Marken, das ist unbezahlte Werbung, aber wir müssen ja hier ehrlich sein, der Fuse Eistee Pfirsich, den liebe ich sehr. Pfirsich Hibiskus passt auch, aber am liebsten einfach nur Pfirsich. Geil. Schön eiskalt. habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Naja, siehst du das einmal, dann können wir ja doch ein Spaßgetränke-Buffet machen. Kostung machen, ja. Und auf Platz 1, das kommt jetzt für euch mega überraschend, glaube ich, für alle Wellensittiche. Ja. Es ist das Red Bull White Edition. Wer hätte es gedacht? Ja. Manchmal trinke ich Red Bull und denke mir dann so, ja, so gut schmeckt es eigentlich doch nicht. Und manchmal bin ich da ganz heiß drauf. Das ist irgendwie ein bisschen so tagesformabhängig. Okay. Aber ja, wenn ich so richtig Bock drauf hab, dann freut mich das tatsächlich am meisten im Mund innen drin. Daher ist das mein Platz 1. Ja. Leider auch sehr unbezahlte Werbung an der Stelle. Was eine bezahlte Werbung hingegen ist, ist das Wunderschöne. Was war das? Die Überleitung, heilige Total. Maria. Leck mich im Arsch, wie die alte Frau beim Stefan Raab-Meme gesagt hat. Was eine bezahlte Werbung ist das wunderschöne Oberteil, das der Rainer heute tragt. Wow, es ist wirklich wunderschön. Ich beschreibe es euch, passt auf. Es ist ein Fleece-Leo-Oberteil, Half-Zip, das heißt Reißverschluss mit Kragen nach oben. Und Stoff ist Leo. Die Bündchen sind rosa und vorn auf der Brust steht Stravanza in rosa. Und ich lieb's, es ist mein Traum. Ich lieb Leo ja so sehr. Und jetzt habe ich hier ein kuscheliges Leo-Oberteil. Vielen Dank an der Stelle, Stravanza, Mega für schön. Sponsern dieser Folge. Es Merci, steht dir Stravanza. hervorragend. Merci. Wunderschön. Genauso wie unser. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, seid ihr schon aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Die ganze Folge lang überlegt ihr euch doch, mein Gott, jetzt habe ich mich schon wieder so krass bemüht die Woche. Was soll ich noch da? Hoffentlich hat's jetzt endlich einmal gelangt. Ja, ihr seid alle geil. Ihr seid auf der wirklich. Liste. Die Liste ist lang, ja, die ist wirklich lang. Deswegen ist auch nicht einfach immer jemanden rauszusuchen. Aber diese Woche ist der Wellensittich der Woche jemand ganz Besonderes. Denn, falls ihr euch erinnern könnt, hat Therese in der letzten Folge gesagt, ihr möget doch bitte einen kurzen auf uns trinken, weil wir in der letzten Folge, in Folge 22 waren, quasi ein Runder Schnapstag. Geburtstag. Und deswegen gehört er da dringend ein Stammball drauf getrunken. Naja, die Moja hat's gemacht. Ja. Und hat uns ein Foto davon geschickt. Deswegen, liebe Moja, bist du unser Wellensittich der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch und danke für deinen Support. Danke, danke. Wir schreiben dir im Laufe des Tages eine Nachricht und dann gibst du uns deine Adresse und der Wellensittichbrief macht sich auf den Weg zu dir. Danke dir. Juhu. Außerdem ist uns zu Ohren gekommen, dass ein paar Wellensittiche der Woche ihr Briefel nicht gekriegt haben, weil die Post uns anscheinend hasst. Keine Ahnung, sie hat es Ja. verschlammt. Sie haben sich den Inhalt des Briefs wahrscheinlich selber eingeschoben. Wisst ihr, Das kann halt gut sein, weil zufälligerweise diese zwei Briefe, die nicht angekommen sind,
waren in einem ähnlichen Postleitzahlenbereich. Aha. Ich sag's bloß. Also lieber Postler aus diesem Bereich. Du hörst das vermutlich, weil sonst darfst du das ja nicht krampfen. Beruhigst dich jetzt mal. Du hast jetzt schon 2. Jetzt kannst du auch die anderen mal wieder was gönnen, okay? So, Bitte? Danke. du stehst jetzt auch auf der Liste, aber auf einer ganz anderen, mein Freund. Auf jeden Fall. Meldet euch bitte bei uns, falls das Briefel nicht angekommen sein sollte Genau. bei euch. Die 2, von denen wir wissen, die haben schon Ersatz von uns zugeschickt gekriegt. Wir wollen natürlich, dass ihr eure Auszeichnungen auch erhaltet. Das Ja. haben wir ja nicht so. Auf jeden Fall. Weil, wie ihr wisst, schickt Verena das los. Und Verena ist der zuverlässigste Mensch, den wir kennen. Das heißt, wenn das nicht ankommt, liegt das nicht an uns. Daher schreibt es uns bitte. Auf gar keinen Fall. So. Ja, das war schön. Das war die große DJ Ötzi-Folge. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst 5 Sterne da. Falls nein, lasst 5 Sterne da. Und dann hören wir uns doch nächste Woche wieder in euren Ohren innen drin. Wir küssen doch eure Schnäbel. Macht es gut. Servus. Bis dann. Pfiat euch. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.